ich gebe ich da ganz herzlich am Namen vom Chefener Gemeinderat heute Abend begrüßen. Ganz besonders begrüßen ich die heute Abend geehrt gehen für ihre langjährige Aktivität an einem Verein. Ich begrüße aber auch die Vertreter von den Vereinen hier aus der Gemeinde, auf besonders auch hier als Quintett, de Cuivre unter der Leitung von Georges Zeuke. Wie können denn und die Merit-Assoziative schwenken da so, wenn ein 20 Jahre Präsident, Sekretär oder Tresorier am Komitee von einem Verein durchgehend war, hat er den Merit verdient. Kann er aber auch durchgehend während 40 Jahre an einem Verein tätig sein, da kriegt er auch den Merit zuerkannt. Es geht dann auch nach 60 Jahren, wenn er durchgehend an einem Verein aktiv war, da kriegt er sogar den Merit assoziativ extraordinär. Wie gesagt, es sind heute Abend 10 Leute, die geehrt gehen. Wir kommen nach Abteilungsweg. Ich gebe nur ein Kehr den Quintett beten, als kleines Stück zu spielen. Und da werden wir und die 10 Leute rückkommen, die Abend den Merit ausgedeelt kriegen. Damen und Herren, ich gebe dann 2 Chefe beten, hier hinzukommen, für dann die Preise zu verteilen. Das ist dann an erster Stelle von der Choral Saint-Cécile von Irnster, den Armand Görgen. Choral von Irnster wurde 1951 gegründet. Den Armand ist seit 1957 Member do, seit 1973 Präsident von der Choral Saint-Cécile von Irnster. Er kriegt also den Merit assoziativ extraordinär von uns zuerkannt an den Jean getimten Diplom. Den Armand hat für Ministère de la Culture eine Medaille unerkannt gekriegt, der Chevalier de l'Ordre Grand Ducal de la Couronne de Chêne. Voilà. Da kommen wir auf die Fanfare von Höchstadt. Da haben wir den Robbie Maire. Der Robbie ist seit 1954 aktive Member, spielt heute noch immer Bass an der Höchstädter Musik. Musik von Höchstadt ist 1908 gegründet ging. Ich meine, von 1954 Robbie, ist schon eine lange Zeit. Du hältst auch ein paar Jahre durch, so wie ich dich kenne. Du kannst just nicht immer den Himmelsmarsch mit was spielen gehen, weil du was schwere Instrument nicht kannst, mir so gut zu Fuß passt. Aber du hast es aber verdient und du kriegst auch den Merit assoziativ extraordinär von uns überreicht. Den Emil Wagner ist auch Member aktiv an der Höchstädter Musik seit 1954.
Wir haben den Mullis auch schon geeiert für 20 Jahre Präsidentschaft, aber loget geeiert, weil über 60 Jahre Member von der Hochschule Musikers und auch heute noch immer aktiv da spielt. Auch Mullis als Felicitation, du kriegst den Merit assoziativ extraordinär. Da kommen ich nach ein Kehr in Türschetter Musik, das Jean Mallinger Wagner, was über 40 Jahre an der Hochschule Musikers seit 1971 als Felicitation. Da kommen ich in den Fischerclub Neubach von Sendingen. Den ist gegründet den 3. März 1961. Und da ist der René Felten, den auch über 40 Jahre Member aktiv da ist, also 1962 da an den Verein kam. Und das leider heute noch nicht hei und hat sich entschuldigt, aber der René Felten kriegt das aber auch den Kado oder den Merit zuerkannt. Aber den hei ist als der Pitt Friedrich. Pitt, ich bin froh, dass du hier bist. Pittchen haben wir dich immer genannt. Du bist Member seit 1976 am Fischerclub. Komm dann nicht Klift hin, du kriegst gern den Preis überreicht. Da kommen wir in den privaten Tierenschutz. Da mit Marianne Heinen merci. Weil eine Position Dirigent seit über 20 Jahren an der Assoziation hat. Du bist Präsidentin seit 1992. Als Felicitationen, Marianne, und du kriegst auch gerne den Merit überreicht. Da kommen wir in das Handicap d'Initiative, den ist der 25. November 1972 an die Liebe gerufen ging. Da haben wir als Echten, die 40 Jahre aktiv da immer war, als seit 1972 mit Membre Fondateur war, als den Jenny Hansen. Dann haben wir den Nico Schumacher, den auch 40 Jahre aktiv da war, seit 1976. Meine Felicitationen, Nico. Und da kommen wir in die letzten, das Nickli Wilberding, auch 40 Jahre aktiv, ein Membre Fondateur vom Syndicat d'Initiative. Meine Felicitationen. Bravo, merci. Dönno invitiert de Chefener Gemengerat ich op ein klenger Gap mat ein gute Part dabei. Ich wünsche dich nach schönen Noben. Merci. Herr Burgermeister, liebe Kollegen aus dem Chefener Gemengerat, Herr Panning von der Kulturfabrik, Chef Sai, vielmals merci, dass ihr heute reingekommen seid. Wir wollten heute ein bisschen Aufschluss machen von den Projekten, die am Kader vom Urban Art in der Gemeinde dran gelaufen sind. Wir hatten insgesamt über die letzten paar Monate 4 Projekte. Das erste war an der Ostervakanz, wo wir Digital Graffiti gemacht haben mit Matthias Fritz aus Österreich. Das Ziel eben für die Jungen anzubauen, das war so ein Teil für das pädagogische Projekt war, für das die Jungen gesehen, dass sie noch kein Graffiti machen, die nicht unbedingt
als Vandalismus kann bezeichnet geben, was wirklich kommt das an, weil den aber am ganzen Jahr wäsche, geht eben just auf Mauer projiziert. Da hat man ja die Vierfeierung bei der Gemeinde. Und ich will dafür merci so auch den Matthias Fritz, den halt eben nicht mehr ist, für das Kunstwerk. Dann hat man einen zweiten pädagogischen Workshop, wo das auch drum gegangen ist, die Jungen dafür noch einen Kannermann anzubauen. Das war eine Pechvakanz, wo es darum gegangen ist, mit Moos Graffiti zu machen. Das sieht aber der sehr dann schwamm. Auch hier war so ein Ziel zu sagen, kann ich Graffiti machen, den aber nur kein bleibend Schild analysiert, wenn es nicht schön ist. Und für den Jungen, auf jeden Fall, wie kleine Kanner zu weisen, dass ich mit Moos Graffiti machen kann. Und das sieht wie gesagt bei der Schwamm. Das war auch den Teil, wo wir so, wir wollen die Kunst am städtischen Raum machen, aber die Jungen für dabei für zu weisen, was schon neue Techniken zu machen ist. Und da Maison Relais ist ganz viel Feedback kommt von Kanner, die auch da wirklich begeistert waren, die das dahin gezielt haben, auch für den iPad zu malen. Das heißt, da war auch viel Männer nur das Resultat, weil am Vordergrund stehen wir einfach die ganze Demarche für mit Kanner so ein Projekt zu realisieren. Und da gibt es den zweiten Teil, wo es wirklich um das dann nach wie künstlerisch geht. Da hatten wir zwei Künstler, die letzte Woche hier, das war einerseits den John aus der Belsch, den auf verschiedene Gemeindegebäude so Arbeiter mit Graffiti durchgestaltet wird. Ihr könnt das hier im Jugendhaus gucken gehen, beim Kulturhaus zum Beispiel, bei der Varie, beim Jardinage, also verschiedene Plätze für Gemeindegebäude, wo sich kleine Arbeiter dann lernen, Fassade hochklammen. Und das soll so kleine Dinge sein, dass wenn die Leute durch die Gemeinde gehen, dass ihnen das auffällt und dass dadurch auch sich als Gemeinde verschönert wird. Und das war so wirklich der Vordergrund, für so, wir machen die Leute aus der Gemeinde, dass die auch gesehen, dass bei dem Projekt etwas bleibt. Du hast also schon das Resultat, was am Vordergrund steht. Und dann haben wir, denke ich, das größte Kunstwerk, la plus grande œuvre de Saïp, qu'on retrouve ici derrière le centre de formation. Maintenant, c'était pas évident de le voir comme ça, vu la perspective, mais on a des photos prises par des drones ici. On voulait louer un hélicoptère pour aujourd'hui, mais je pense que ça aurait un peu trop augmenté le budget. Et chacun peut voir sur les photos l'œuvre magnifique réalisée par Saïp, et je tiens vraiment à remercier l'artiste d'avoir fait cette fresque ici dans la commune. Et je pense, ici, l'objectif, c'était même plus d'aller au-delà de la commune et de dire à Nidranven, on a une telle œuvre et on peut la voir lorsqu'on atterrit avec un avion ici sur l'aéroport. C'est pour ça qu'on a choisi un terrain juste à côté de l'aéroport. Voilà. Vielmals merci, wie gesagt, alle denen, die das mitgemacht haben, den 4 Artisten. Vielmals merci für allen, die das Projekt aus Sicherheit in Nidranven initiiert haben. Das waren das Kulturhaus, das Jugendhaus und Maison Relais, die zu 3 Akteuren gesagt haben, wir wollen bei dem Projekt mitmachen, wir wollen noch das edukativ mit der Kunst verbinden. Und ich denke, dass wir ein Bilan machen von dem Projekt und dann sicherlich gewollt sind, sicherlich hoffen, dass die Gemeinde Rotermann auf den Weg geht, für ein so ein Projekt hier in der Gemeinde zu unterstützen. Und ich will auch vielmals merci so einer Kulturfabrik, die sicher die ganze Leitung von dem Projekt hier überhält. Und ich ging dann früher auf weitergehen und der Panning, Direktor administrativ von der Kulturfabrik, für ein Wort über das Projekt auszurichten. Merci. Herr Bürgermeister, Member vom Schafferot der Gemeinderat, an merci auch und die Equipe von der Maison Relais, dem Jugendhaus, an dem Kulturhaus von Nidranven. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, und die nächste Mail, die kommt aus, ich meine, das war von der Maison Relais, wo die kommt aus, das muss 2015 oder 2016 gewesen sein, irgendwo, wo der Mengegent eine Œuvre wollte realisieren bei ihr am Jugendhaus verbunden, und du siehst auf den Fried gefallen, an wo der Stunde von der ganzen Dynamik, der aktuelle gelöst von Mengen, wenn man heute gesehen, was dabei rauskommt, dann kann man ganz glücklich sein. Ich bin ganz froh über die Kollaboration, ich bin froh über das Vertrauen, was die Gemeinde Nidranven uns geschenkt hat. Das ist immer evident, wenn jemand so ein Projekt kennt, am Anfang wissen die Leute meistens nicht, was machen die da, sprechen die mit Farben da bei den Mauern, wie sieht das da noch aus? Und ich meine, der hat aber überzeugt gelöst, der hat uns Vertrauen geschenkt, und
wenn ihr gesagt, wie das ganz aufgelegt was, dann meine ich, kann ich einen ganz positiven Bilanz sehen. Ich meine, wir können hoffentlich sein, dass wir konnten die noch zu wohl, sondern heute zu den Ideen, wenn das heute sich realisieren. Und ich meine, muss ich bedenken, dass das ein Övre sind, die weltweit kaum gehen, weil hin aus am Fungo die Menschen auf der ganzen Welt den so etwas realisiert. Du wünschst merci Jüderin, den heute dabei war, merci Jüderin, den das heute ermöglicht hat, und ich hoffe auf flotte Kollaborationen in den nächsten Jahren. Vielmals merci. Bon, moi, du coup, je vais parler en français, je suis désolé. Essayons. Moi, je connais pas, je suis désolé. Du coup, déjà, merci à tous de m'avoir invité. Je suis très, très honoré d'avoir pu faire ce projet, finalement, dans sa globalité, qui s'est en plus très, très bien déroulé. La commune a été vraiment au top pour tout. Pour parler un tout petit peu du projet, du coup, qu'on a monté, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est dessus. On a essayé de faire un projet très, très global. J'ai commencé la peinture sur herbe du coup en 2013 à peu près, et puis je suis reconnu aujourd'hui comme un pionnier dans un mouvement qui se situe entre le graffiti et le land art. Du coup en 2013 j'avais toute une réflexion, il y avait l'avènement des drones, il y avait toute une réflexion autour de l'écologie, le développement durable, bon, bien évidemment qui est encore aujourd'hui. Et puis je me suis mis à peindre du coup des paysages ou surtout des visages, pardon, pas des paysages, mais dans les paysages des visages humains. Et puis ma logique était de réfléchir autour de la place de l'homme par rapport à son environnement et puis dans le monde. Le support m'intéressait parce que c'est un support qui est évolutif, donc l'œuvre elle se transforme. Et puis pour aller au bout de la démarche, je peins que avec de la peinture 100% biodégradable pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. L'idée aussi finalement que je peins sur des grandes surfaces au sol sans qu'on puisse voir le point de vue, ça m'intéressait vraiment parce que du coup il y a quelque chose d'un peu qui sort de qui est dans la performance artistique, et puis on a un seul point de vision par un drone, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Ici pour le projet de Niederhaven, ici pour le projet, on s'est appuyé sur un conte qui est très très populaire en France, qui est un conte de Jean Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Et puis ça parle d'un berger qui, tout au long de sa vie, sans même le savoir, plante des arbres. Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il le fait dans une vallée qui est désertique. Et puis au bout de sa vie, finalement, il a redonné vie sans même s'en rendre compte à toute une population de gens qui se sont réappropriés l'espace. Les ruisseaux se remettent à couler, il y a une vie florissante qui est autour de ça. Du coup, s'appuyant sur ce conte, on l'a réinterprété et puis on a réfléchi autour du coup de ce berger qui retransmet son savoir pour avoir une perspective d'avenir par rapport à l'écologie et puis au développement durable. Pour aller jusqu'au bout du projet, ce qu'on a essayé de chercher à faire, on est en train de finir une vidéo qui sortira certainement cet après-midi, qui raconte un peu le projet global, et en plus, on a essayé de faire une œuvre participative où on va vendre des graines avec un prix libre. C'est des graines de fleurs, finalement c'est pas des arbres, mais tous les bénéfices qu'on va retirer de ces ventes de graines seront redistribués aux associations qui plantent des arbres dans le monde, ce qui nous donne finalement un projet à mon avis qui est hyper global, et puis la boucle est bouclée, quoi. Voilà, du coup je suis hyper fier en plus d'avoir ici à Niederhaven finalement un appui finalement pictural, mais qui va donner un élan, un projet beaucoup plus global. Voilà, merci à tous de m'avoir accueilli. Vielmals merci dem Saib, und ich denke, dass wir nun von der Gemeinde auf einen kleinen Ehrenwein invitieren, und dann kann ich noch vielleicht davon profitieren, für nach Mam Saib in Diskussion zu kommen, wenn er noch mehr Informationen über das Projekt oder so über seine Kunst kriegen. So, ich weiß.